Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und ich hoffe, wir kommen hier schnell durch. Tote Feinde der Mystiker. Ah, das wird schon der Endboss hier sein. Uiuiuiui, Heckran. Der ist ja nur mit Magie zu besiegen, wie es hieß. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel ich abgezogen habe. Mal gucken. 157, ja, das ist schon ordentlich. Also den Biest können wir auf jeden Fall ordentlich was abziehen. Sehr schön. Naja, so viel zieht er glücklicherweise jetzt auch nicht ab. Also ich denke, den kriegen wir relativ fix rum, so viel wie wir da abziehen. Und so nochmal. Zapp. Und noch einmal. Zum Schluss Eis hinterher. Okay. Ich denke, der wird wieder eine Reizyklonwasser. Oh, leck. Okay, da gibt es jetzt einen Medium-Äther für Luca erstmal. Ah, Mist. Nicht Äther. Ich blöd, Mann. Scheiße. Feuer erstmal auf den. Und Chrono, macht er mal bitte Aura-Wirbel auf uns alle. Wasserwelle. Ih, scheiße. Okay, Belebung Maler. Das war nicht so klug. Gegenangriff hat Pause. Nicht Äther-Medium, ich wollte ein Tonic-Medium verwenden. Scheiße. Echt mal scheiße, Herr Parra. Das war nicht gut. Und noch einmal ein Tonic Medium nehmen wir. Irgendeiner muss ja noch lebendig bleiben. Und ich habe gedacht, den kriegen wir relativ fix und einfach nieder. Scheiße. Los, greif schon da. Nee, erst einmal belebe ich Male wieder. Dann gibt es noch eine Tonic Medium für Maler. Und dann gibt es noch eine eine Belebung auf Luca. Und wenn jetzt alles gut läuft, gibt es eine Combo mit Aura-Wirbel auf uns alle. Puh, das kriegen wir noch hier. Alter Falter. Das ist echt heftig gewesen. Gut, jetzt können wir wenigstens wieder angreifen. Aber ich sehe schon, rechtzeitige Heilung ist echt nicht verkehrt. Und das Vieh sollte ich wirklich noch angreifen, sobald ich die Gelegenheit habe. Also heile definitiv nicht außer Acht lassen. Okay, dann mach Gewitter drauf. Du machst Feuer drauf und du machst erstmal Aura auf Luca. Ich hoffe, da komme ich noch rechtzeitig dran. Ja, sehr gut. Puh, also das Heile definitiv nicht außer Acht lassen. Du wolltest wohl Robber. Mistkerl. Los, Greifer. Mach ich schon. Keine Angst. Wir machen nochmal Aura auf Luca. Und Luca kann Feuer machen. Wasserwelle. Das ist ein ganz schön zähe Brocke hier, der Hansel. Da kommt die Heilung 8 Sekunden zu früh. Oder zu spät. Wasserwelle. Boah, alter Falter. Chrono ist tot. Das heißt jetzt erst einmal Belebung auf Chrono. Und eine Aura auf Luca. Chrono heilt dich mit einem Medium Tonic. Und du machst Feuer drauf und du machst Aura auf dich selbst. Wir müssen ja irgendwie wieder angreifen.
Alter Falter. Das Vieh ist echt heftig hier, der Heckkran. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, den hätten wir relativ gut im Griff. Allein schon, weil die Zauber so viel Schade machen. Jetzt haben wir nach. 250 Erfahrungspunkte gibt er. 10 Tech-Punkte und 1500 Gold. Maler wird außerdem noch aufgestuft. Wenn der große Magus, der vor 400 Jahren Lavos erschaffen hat, die menschliche Rasse nur vernichtet, dann wird die Welt in der Hände der Mystiker. Okay. In der mittleren Ära hat also Magus den Lavos geschaffen, der die Zukunft von unserem Planet zerstören wird. Wenn wir die mittlere Ära besuchen und Magus beseitigen, wird es die Geschichte verändern? Wir könnten das Tor auf Lenas Platz benutzen. Ja, und dann könnten wir da zuerst mal hier raus ins Wasser springen. Natürlich. Da müssen wir nämlich ja durch diese Error-Musik durchgehen. So, sehr schön. Oh, okay, interessant. Da gucken wir so hier. Lenas Platz ist ja sowieso dort. Oben. Hier. Hier ganz oben beim Jahrmarkt. Wir könnten aber vorher noch in die Lade gehen. Sieht schon so aus. Einspaziert. Chrono, ich verdanke dir so viel, du hast mein Haut gerettet. Stimmt, da war ja noch was. Der Mann hatte die Tinte gesessen, ich ging auf eine Geschäftsreise und wurde mit einer Diebesbande zusammen eingesperrt. Funktionäre wollten mich ohne Verhandlung hinrichten. Ich spinne ja total. Wir stehen tief in eurer Schuld. Nochmals danke. Das hier sollte Babbe nicht erfahren. 10 Ether Medium, das ist schön. Hey. Babbe. Hart am Arbeiten? Aber natürlich, oder? Ja. Okay, also gut. Chrono, ich schuld dir was. Okay. Jetzt, Chrono, bitte zum Geschäft. Bitte kauf, was du magst. Natürlich. Ah, du hätten wir auch die ganze Sache hier noch parat gehabt. Das ist natürlich schön, dass das hier auch in unserem Besitz ist. So, da machen wir jetzt mal 11 draus, tatsächlich, ja. Machen wir 11 Stück. Dann haben wir 20 von der Medium Tonic. Das ist schon nicht verkehrt. Von den Dinger können wir auch mal 4 gleich kaufen. Das passt mal so ganz gut in den Kram. Danke. Gern geschehen, Fritzel. Okay, dann gehen wir dort hier zu Lena. Moment. Mir fällt noch auf. Ich wollte noch gucken, ob es die Brücke eventuell gibt. Ja, die gibt's. Das ist gut. Und kommen wir da nicht auch zu deiner Kreatur hier? Nee, anscheinend nicht. Nee, okay, da kommen wir so nicht zu deiner Kreatur hier. Okay, na gut. Dann ist das wohl auf dem östlichen Kontinent. Und dann scheinen die Truppe von Magus hier wohl ihren Vorposter gehabt zu haben. Und haben von dort aus hier das Königreich Gardia belagert. Aber durch den Strudel komme ich ja auch wieder zurück zu deiner Kreatur. Die Musik finde ich besonders geil. Vor allem das da gibt so schöne Instrumental-Orchester-Version dazu. Das ist so schön gemacht. Ach ja, jetzt gehen wir erstmal durchs Tor hier. Und so. Wo kommen wir jetzt wieder? Kommen wir jetzt wieder am Ende der Zeit an? Oder kommen wir... Ah, tatsächlich. Motto. Dohi geht's wo hier? Lenas Platz 1000. Mystische Berge 65 Millionen vor Christus. Das ist Protokuppel 2300 noch Christus. Medina 1000 noch Christus. Friedensschlucht 600 noch Christus. Ja. Da gehen wir jetzt auch hier. Sehr schön, da bin ich immer gespannt. Ich finde es toll, dass man jetzt hier auswählen kann, wo man hier will. Ah, okay, das kennen wir auch noch, das Gebiet. Wir könnten auch nochmal zurückkehren und gratis unser LP und unser MP wieder auffrischen. Aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass es irgendwann so weit kommt, dass ich selber wählen kann, wo ich wie hingehen muss.
Also, dass ich da wirklich frei wählen kann. Die Tür führt noch 1999 zum Tag des Lavos. Geht nur, wenn ihr lebensmüde seid. Lavos wird euch helfen, das Jammertal zu verlassen. Oh, okay. Kein Wunder, dass das verboten war. In Anführungszeichen. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir in der Vergangenheit anrichten können. Eigentlich ist das mal so ein richtig schönes Spiel im Vergleich zu Filmen und anderen Spielen, wo es immer heißt, machen bloß nichts in der Vergangenheit, sondern wo man mal aktiv wirklich was umgestaltet. Ohne dass ständig gewarnt wird mit Zeitreise und so einem Scheiß. Okay, das sind die jetzt wieder. Ich denke, das ist die Zeit, um die es hauptsächlich geht. Der Imp-Experte, Anna. Weil wenn der Markus hier die große Scheiße gemacht hat, dann wird der wohl auch schuld sein an dem Ganzen. Und wenn der diese riesen Bestie erschaffen hat, tja, ich schätze auch, dass der Markus ziemlich hart wird als Gegner. Das wird wohl wirklich ein ziemlich übler Boss werden. Ich glaube nicht, dass wir den so auf unserem derzeitigen Level besiegen könnten. Aber hier in der Zeit sind wir eh gern gesehen. Okay, wie sieht's dann mit dir aus? Okay, der hat noch den alten Schrott. Na gut. Jo, bis bald. Alamol. Gucke, wie weit die jetzt sind. Die Kathedrale haben wir ja auch schon. Ah, sehr schön. Die Zehnernbrücke ist repariert. Das ist sehr gut. Und da war noch ein Dorf gestanden in der Vergangenheit. Unser Nahrungsvorräte sind verbraucht. Ist bereits Nachschub aus Schloss Gardia eingetroffen. Zur Vorräte sind sie eingegangen. Wir können Markus Armee nicht allein bezwingen. Unsere einzige Hoffnung ist der Held hier. Indem sie einen Schutzring um den Held bilden, durch unser bester Ritter die feindliche Linie durchbrochen. Ich habe die Geschichte über den Held und sein Amulett nie geglaubt und jetzt kann nur er uns doch retten. Hat der Held allein die Macht, mit Markus Armee aufzunehmen? Der sagt das selber. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Das heißt, wir müssen erstmal noch Schloss Gardia, nämlich mal an. Dim, 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 dum, dam, dim. Okay, dann gehen wir mal wieder durch den Gardia-Wald. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht von allzu viele Kreaturen hier attackiert. Ja, von gar keinen sogar. Das ist praktisch. Das ist dann mal praktisch. Dann gehen wir noch Schloss Gardia. Halt, wer wagt's? Oh, Ihr seid's wieder. Habt's ja mal fremde Leute angepöbelt, wenn es gewesen wären, ne? Hallo, freundlicher alter Kanzler. Chrono, Sir, der legendäre Held ist endlich erschienen. Er ist gerade angekommen und hat Audienz beim König. Alle hopp. Das ist der freundliche Kanzler, der mal gerettet und der ekelhafte alte Sack aus unserer Zeit. Gucken wir doch mal, wie es ausschaut. Hallo? Legendärer Held? Ah ne, das ist nur die Königin. Cyrus muss uns der Junge gesandt haben. Okay. Der König kämpft tapfer gegen Markus Truppe. Er damit von der Armut vom Held gehört, wäre er gefallen. Okay. Nicht verkehrt. Gucken wir doch mal, wo der legendäre Held jetzt ist. Und ich könnte darauf wetten, dass der aussieht wie Chrono. So wie die Königin Lena hier aussieht wie Maler, könnte ich darauf wetten, dass der legendäre Held wie Chrono aussieht. Jetzt gucken wir doch mal, ob er eventuell hier ist. Nö. Okay, dann war einfach nur Lena in der Kammer von ihrem Mann. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der sich rumtreibt hier, dieser legendäre Held mit dem König zusammen. Eventuell sind sie auch unten bei der Ritterschlafsäle, da war ja der andere Hansel im Schlaf gelegen oder im Koma gelegen oder was auch immer. Na, wie schaut's aus? Oh, 4 liegen sogar im Koma. Das ist nicht so gut. Sogar der Hauptmann ging an die Front. Selbst der König versucht sein Bestes zu tun, also der Kopf hoch. Tut man nicht, alle Betten sind besetzt. Markus hat schon 3 von unseren tapfersten Krieger getötet. An der Front mangelt's an Nahrung. Wir bräuchten irgendeinen Held oder so. Eieiei. Das klingt aber nicht so gut gerade. Da gehen wir vielleicht nochmal in die Küche. Eventuell können wir da auch Nahrungsvorräte für den Hauptmann unserer Leute einsammeln. Ja, hier befindet sich jetzt auch schon kein Schwein mehr. Könnte ich ja genauso gutes Zeug wegfressen, oder? Jam, 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 jam. Nee. Geht leider nicht. Wie sieht's hier aus? Oh, die flitzen schon mit die Blöde. Chefkoch?
Was? Mein Bruder? Das kommt davor, dass er gedacht hat, er wäre der Einzige, der für sein Land kämpft. Hey, hör auf zu schimpfen und werden erwachsen. Gosh, was will ich du schon? Das ist ja ein richtig freundlicher Typ. Na gut, hier scheinen wir wohl nichts gewinnen zu können. Ich frage mich jetzt noch, wo der König steckt. Warten! Ah, der wieder. Nimm das hier mit. Ein Rauchfleisch erhalten. Und das ist für euch, nehmt's. Einmal eine Kraftpill. Hey, cool, danke dir. Und sagt ihm na. Ja, soll gesund zurückkehren. Doch nicht so hart, wie er gedacht hat, hier der Kerl. Okay, das hier noch. Die Kraftpille geht natürlich an Chrono. Und Rauchfleisch, was macht das? Kann man nicht benutzen. Okay, anscheinend müssen wir das an der Front verdelen, nämlich mal an. Der König, der Kanzler hat ja schon irgendwas gesagt hier. Legendäre Held ist erschienen, bla bla. Hat er eine Audienz beim König. Na gut, vielleicht hilft das Rauchfleisch hier, dass wir bei der Brücke durchkommen. Schauen wir mal, ob das schon ausreicht. Wäre natürlich schön, wenn das schon genüge wird. Und so. Aber was die Leder angehen, muss ich sagen, du hättest jetzt halt nur den alten Schampel, den wir früher schon gehabt hätten. Und da sind wir definitiv schon drüber weg. Das brauchen wir nämlich, das Zeug. Ach du Scheiße. Sir Chrono, ist das Rauchfleisch etwa für uns? Ja, natürlich. Unser Rationer, der Koch, er hat uns alle gerettet. Und jetzt? Sir Chrono, falls ich nicht zurückkehre, richten meinem Bruder bitte mein Dank aus. Oh, der Hauptmann ist der Bruder vom Koch. Was ist denn hier los? Markus Truppe sind zum Angriff übergangen, sie durchbrechen unsere Verteidigung. Hör mir der Jammerei auf. Das ist ja bestimmt für die Ritter von der Tafelecke. Wir werden Markus Truppe vernichten und unseren König Ehre erweisen. Aber die sind in der Überzahl. Tja, das ist unsere letzte Verteidigungsstaffel. Kein Feind darf sie durchdringen. Verstanden? Okay, na dann. Vielleicht hat er ja noch irgendeinen Gegenstand für uns. Unsere Truppe erleiden so viele Verluste, dass der Chrono, wenn er uns helfe. Aber hallo. Wir stehen für immer in einer Schuld. Markus Truppe befindet sich jenseits einer Brücke, nimmt es. Einmal Goldhelm erhalten. Danke. Ich habe gehofft, dass die was für uns hätten. Aus Eisenhelm macht Goldhelm. Um 4 nochmal erhöht die Verteidigung. Das ist praktisch. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Held uns über die Brücke packt, aber unsere Truppe in herbe Verluste erlitte. Markus Armee hat verdammt gute Übung. Sterbliche können Markus Truppe wohl nicht bezwingen. Und du noch? Markus Soldat ist ein harter Bursche, geben noch weiche Acht. Und der hier? Schade, dass sich niemand um die Leute hier kümmert. Oh, scheiße. Ja, kämpfen wir gegen die Skelette halt. Was kommt denn noch angeschwebt? Ah! Das ist der Vorfahr vom Ossi dem Achten. Der war noch grün. Ich bin Ossi, Markus höchster General. Wer sich Markus widersetzt, bekommt's mit mir zu tun. Ja, mein Kinder, lasst sie ja Verderber ahnen. Dann verstorben hießen die jetzt und irgendwie abberufen. Oh, scheiße, du brauchst mal Magie. Okay, du brauchst mal definitiv Magie für die Viecher. Aber ich bin hier mal gespannt, wenn wir in die Gegenwart zurückkehren, ob dann Ossi der Achte wirklich auch noch der Bürgermeister, der Bäuermeister von dem Dorf ist. Ich glaub's nämlich nicht, wenn ich seinen Vorfahr töte. Dann ist der ja eigentlich weg vom Fenster. Ja, da killen jetzt einfach mal Ossi. Gucken wir mal, was mal... Oh, scheiße, bei dem richten wir noch nichts aus. Okay, der wird wahrscheinlich etwas stärker sein, der Kerl. Oder vielleicht hilft ja gerade Magie nichts bei ihm und nur normale Angriffe helfen was. Ja, der ist gegen Magie immun. Ossi braucht Hilfe. Okay. Die Flöhe sind zäher, als ich gedacht habe. Ja, mit 2 normale Skelette kommst schon weit bei mir. Wart nur du. Nee, wart nur du. Ich habe euch unterschätzt, aber das passiert mir nicht noch einmal. Oh, Nekromant. Der hat jetzt die Soldaten wieder belebt.
Es ist aus mit euch. Von Wege. Warten nachher ab, Kerler. Das wäre ja mal schon fertig gemacht. Sehen wir ja dann immer, welche Gegner nur mit Magie besiegt werden können und welche, ach, Magie immun sein könnten. Und zack, auf die Schnut. Und dann haut nur Chrono drauf auf den Bursche. Los, machen fertig. Hui, das war gut. Ossi braucht Hilfe. Und Verflixt. du entkommst mir nicht, Kerler. So, das war's. Leck dich nicht mit Chrono an, oder du wirst es bereuen. Das kommt wahrscheinlich mit Boss, oder was? Weitere Skelette, die jetzt wahrscheinlich zum Bossgegner formt. Ja, das war mir schon klar. Wow, für Teufel. Los, Zomba, vernicht Sir Markus Feinde. Jetzt haut auch ab hier, der Freak. Okay, probieren wir es mal. Ob das was bringt? Ja, es bringt was. Gut. Dann machen wir den Gegner hier auf jeden Fall noch platt, auch wenn die Episode dann wieder länger wird. Aber was sein muss, muss einfach sein, oder? Oh, scheiße, Eis heilt. Das ist nicht gut. Okay, dann kann sie sich rein aufs Heile konzentrieren. Deswegen ist wahrscheinlich Feuer auch relativ mächtig. Aber er schießt selber Flamme. Okay. Verwirrt Gegner. Könnte man ja auch mal ausprobieren. Hat anscheinend aber keine Wirkung auf den Untote. Tot, 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 tot. Ups. Okay. Dann Maler. Sollte ich nur mal... Tot, 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 tot. Hier. Okay, sein Unerleib ist wenigstens hinüber. Dann könnte man uns nochmal heilen. Und auf die halbe Portion gehen wir jetzt trotzdem nochmal drauf. Oh, scheiße, jetzt ist er gegen Blitz. Ih, hör auf. Wenigstens hat Marlo noch die meisten Trefferpunkte. Also jetzt geht Gewitter nämlich bei ihm. Wie sieht's hier aus? Scheiße, jetzt wird er von Magie geheilt. Okay, hab's kapiert. Chrono, mach doch mal einen Aura-Wirbel auf uns alle. Dann heilen wir uns wenigstens. Dann müssen wir jetzt auf ihn so drauf. So. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Saft und jetzt können wir auf ihn drauf gehen mit unserer normalen Attacke. Der war gut. Ja, er scheint wohl auch auf Maler geworfen zu haben und schnurrt so ständig an mit seiner ekligen Attacke. Und als drauf in der Wetter. Komm schon. Ja, Chrono macht gut Schaden. Jetzt hat er es auf Luca abgesehen. Okay. Dann heilt doch mal Luca. Und Chrono als drauf in der Wetter, du machst den meisten Schade, Kerl. Male drauf. Luca drauf, nicht Maler. So. Weil Maler darf sich jetzt erstmal selber heilen, würde ich sagen. Maler heilt sich erstmal selbst und Chrono geht nochmal drauf. Hoffentlich nochmal so ein schöner Crit, der 227 Schadenspunkte verursacht. Nee, schade. Ein normaler Treffer nur. Okay, ich denke, jetzt sind wir wieder einigermaßen safe, sodass jeder drauf hauen kann. Oh, scheiße. Nee, Luca braucht wieder Heilung. Anders ist es nicht machbar. Zack. MP-Sauger stiehlt MP. Mistkerl. Wow. 350 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte und 1500 Gold gibt er wenigstens. Luca wird auch noch aufgestuft. Boah, Mann. Kommen wir hier rüber?
Okay, dann würde ich sagen, ich speichere mal an der Stelle und gehe das nächste Mal wieder zurück zu den Soldaten. Und wir sehen uns morgen wieder. Der Held ist da bei Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.